Und somit kriegst du zurück zu Mass Effect. Gleicher Tag, gleiche Aufnahme. Ich habe jetzt zwischenrein nur eine geraucht. Und wir werden jetzt weitermachen, hätte ich gesagt. Wir sind in der Zwischenzeit. Ich habe mich entsinnt, dass wir in Richtung Citadel fliegen. Wir sind auch bereits hier, wie du siehst. Und für normalerweise müsste jetzt ein Gespräch kommen, das ich recht witzig finde. Für das Gespräch, wenn du das wirklich schaffen willst, solltest du das Spiel nicht kennen, ist die Voraussetzung. Empfehle ich dir, die Dialogoptionen schön aufgelevelt zu haben. Kann nämlich recht lustig sein, dieses Gespräch. Warte mal kurz. Luftschleuse. Wir nehmen jetzt mit. Und zwar, wir brauchen, wen haben wir denn noch nie mitgenommen? In Kombination. Na, die zwei. Genau. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Richtig. Der Elvis Presley, der Mikhailovich, der ist geil. So, und jetzt da. Haben wir mal kurz speichern. So, dann habe ich gesehen, können wir noch Punkte vergeben. Sehr gut. So, und jetzt viel Spaß mit diesem Gespräch. Achtung! Stehen Sie bequem. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Ich habe das Kommando über die 63. Speer-Flottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Sehen Sie es als eine Chance? Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Sie ist nicht überladen. Beleidigen Sie nicht mein Schiff. Scheiße, dass ich nicht gespeichert habe. Sie ist nicht überladen. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Nur zu? Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Tut mir leid. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Das ist ein turianisches Design. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Es ist durchaus nützlich. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG.
Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Kroganer? Asari? Turianer? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Es sind Verbündete. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Wir müssen Brücken bauen. Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Es ist Ihr Job, gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Normandy keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen. Und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Ja, aber jetzt ein bisschen beleidigt war, ha? Geil. Gut, wir haben einiges zu tun. Wir haben einiges zu tun und das nicht wenig. Allianzvertreter berichten, dass die Geth-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Geth schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Geth-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz, in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Das freut mich für die Allianz, wirklich. Da bin ich wirklich... Ja, wer bin ich da? Dass ich darüber... Ah, das ist die Wahnsinnige. Commander Shepard? Im Übrigen, ich glaube in Teil 2 oder Teil 3 hauen wir ihr an in die Fressen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Kalisa Binzinan Al-Gilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Ja, wir können ja. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Es war überfällig. Ich hab noch nie sowas probiert. Aber weißt du was? Wir werden da mal einen eigenen Durchlauf machen. Einfach nur mal rotzfrech und einfach nur alles niederbrabbeln. Aber das werden wir irgendwann machen. Wenn ich es überhaupt irgendwann einmal mache. Geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Sie stellen mich nicht in Frage. Sie wissen es besser. So ist das nicht. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft. Und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Tolle menschliche Innovation. Die Turianer halfen beim Bau. Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz-Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Die Crew gehört zur Allianz. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando. Und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das Gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander.
Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Dazu kann er genug geredet. Er steckt dahinter Eden Prime. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime-Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Im Endeffekt waren es 10.000. Boah. Wächterverbündeter. Schließen Sie 5 Missionen mit dem Truppmitglied Allianzwächter ab. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Was? Asari-Verbündete. Schön. Hast du noch was für mich, Spiel? Darf ich weitermachen? Ich glaube, ich darf weitermachen. Ja. Natürlich, wie Eden Prime angegriffen worden ist, hat der Saren schon mit die Gate zusammengearbeitet. Ne? Und wer die Geschichte kennt, der weiß, worauf wir hinaus wollen. So, wir lassen wir da speichern. Wir werden auch einkaufen gehen müssen, habe ich so das Gefühl. Und zwar, wir müssen eins nach dem anderen. Jetzt einmal, was es kommt ein bisschen durcheinander. Asari-Diplomatie. Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums. Okay. Botschaftslounge des Citadel-Präsidium. Da ist es. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Und so zeigt dir das Spiel wie. Und somit, wenn du jetzt in die Ladezeiten drinnen bist, in die Lifte und so, genau so zeigt er das Spiel dann, wie deine Entscheidungen sich ausgewirkt haben. Wo müssen wir da hin? Gehen Sie in die Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums. Botschaften? Citadel-Turm? Ja, wo ist jetzt das Präsidium? Warte mal. Botschaften, Citadel-Turm. Das muss da sein. Ja, ich merke mir nichts, wie du merkst. Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums. Das ist als nächstes. Kann man nicht endlich wieder mal ein RPG veranstalten oder produzieren? So ein bisschen linearer wie der ist? Geht das nicht mehr? Da ist ja ein Rufzeichen. Ist das da oben? Sind wir schon überall durch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich spüre das Spiel noch nicht so lang, weißt. Willst du irgendwas von mir? Nein. Den haben wir schon. Zu den Bezirken. Präsidium. Warte mal. Ich glaub, da merkt man das heute. Ich habe ein Hirn heute zum davonhursten. Wo müssen wir hin? Citadel-Präsidium. Präsidium. Ich bin ein Trottel, wir hätten müssen zu die Botschaften. Na, ich bin ein Pferd. Naja. Ich weiß. Und kummer's nicht mit dem dummen Spruch, warum so ein langes Gesicht? Ja, grüß dich, Keeper. Dich haben wir schon. Da ist ja nichts, da geht's ja zum Rat, gell? Warte mal.
Haben wir da vielleicht irgendwo Zitadellturm? Der muss da sein. Aber wo ist der Hansch? Ah, Garov, da ist er. Gibt es schon Neuigkeiten? Haben Sie meinen Bruder gefunden? Ich habe die Leiche Ihres Bruders gefunden. Sein Schiff war von Piraten angegriffen worden. Willem ist tot? Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Als der Kontakt zu seinem Schiff abriss, wusste ich es instinktiv. Aber ich hatte trotzdem gehofft, er würde noch am Leben sein. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Es ist immer besser zu wissen, was passiert ist. So heißt es doch immer, oder? Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern. Okay. Das nächste. Vermisste Marines. Wo ist der? Kehren Sie zum Zitadellturm zurück und informieren Sie den General über das Schicksal seiner Männer. Das ist auch da irgendwo. Hallo, Generälchen, wo bist du denn? Wo bist du denn, kleines Generälchen? Sonst schiebt dir in den Arsch ein kleines Spirälchen. So. Bist du das? Nö, du sagst nichts, du sitzt nur da. Das Bist- ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen, aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten, danach die Elcor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie sie nicht richtig verstehen. Ja, der lässiges Outfit, das grün-weiße da, das gefällt mir. Ja, aber wo ist jetzt der General? Bist du der General? Oder denkst du an Selbstmord? Ich das nicht. So, wo ist dieser General? General? Hallo, Generälchen. Nö. Bist du der General? Nö. Wo ist dieser verfluchte General? Wir sind ja schon im Zitadellturm, darum ist es mir jetzt gerade ein bisschen ein Rätsel, dass ich den Trottel jetzt nicht finde. Naja gut, ich würde mich sogar in einen Schlauch verirren. Begrüße. Da ist er. Nein. Sie sind Commander Shepard? Mein Name ist Admiral Kahoku. Was kann ich für Sie tun? Ich habe ihre Leute gefunden. Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis-Tau-Cluster geschickt? Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianz-Kommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Es war gleich neben dem Dreschschlundnest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianzsender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Wie kann ich helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde.
Okay, wir müssen aufpassen, das geht weiter vielleicht. Okay, da müssen wir jetzt da Tagebuch. Wir haben wieder was angeschlossen, hast du mir das gefreut? Botschaftslounge. Okay, wir müssen in die Botschaftslounge. Botschaft. Kenny, merkt er das? Botschaft. Hat er gesagt. Präsidium. Warte mal, was sind die Bezirke? Märkte. Da müssen wir her und da müssen wir auch noch her. Präsidium. Botschaften. Präsidiumsbotschaften. Avina. Ja, schöne Scheiße. Warte mal kurz. Tagebuch. Gehen Sie in die Botschaftslounge des Citadel-Präsidiums und teilen Sie in Asana Dantius mit, dass ihre Schwester Dalia tot ist. Das muss dann da oben sein, oder? Executor Palin. Shepard, was kann ich für Sie tun? Einstellung gegenüber Menschen, da sind wir fertig. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Jo, Christi, wiederschauen. Mach's gut, aber nicht auf. Da ist die Asana. Sag, wer bist du? Barmann. Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Nichts, danke. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Jo. Ihnen einen schönen Tag. Ebenso. Commander Shepard, ich bin Asana Dantius. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich muss mit Ihnen über meine Schwester Dalia reden. Sie wurde von Sklavenhändlern entführt. Ich kenne die Wahrheit. Dalia ist tot, Nassana. Und ich weiß, dass sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein, oder? Moment mal. Sie wollten, dass Ihre Schwester stirbt? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dieser kleine Ausflug zurück auf die Zitadelle zahlt sich wirklich aus. Das ist wirklich, ja, ich bin, ja. Wenn das Brückengeländer hier, oh, hier komm her, mein Kleiner. Glück. So, Tagebuch. Proteanische Datendisk, Asari-Schriften nach Kampfzeichen, turianische Insignien, wertvolle Mineralien, Informationen liefern. Das müssen wir jetzt als nächstes schnell machen. Fists Versteck, genau. Und dort gehen wir dann Fisten. Diplomat. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Wieso? Sind ja ganz putzige Menschen. Was? Daher, dann, wo habe ich jetzt gesagt, müssen wir hin?
Botschaftsempfangsdame. Ah! Warte mal, wir müssen da nochmal zurück. Das machen wir gleich. Da müssen wir nochmal zurück. Ich habe eine andere Idee. Wir müssen schnell in Choras Nest. Bezirke. Choras Nest. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Haben wir den Stick überhaupt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Na, ist scheißegal. Wir schauen da schnell nochmal hin. Finch. Man hatte mir gesagt, dass du es seist. Kaum zu glauben. Shepard ist jetzt erwachsen und beim Militär. Bitte, wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Ich bin Finch. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich, aber wir waren beide bei den 10th Street Rats. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, in einer Gang gewesen zu sein. In den Videos über dich wird nie was davon gesagt. Nicht peinlich, was? Die Leute können meine Vergangenheit ruhig kennen. Ich habe nichts zu verbergen. Tatsächlich. Und wenn jemand ein Interview gibt und über Commander Shepards Zeiten in der Gang berichtet? Wir wollen keinen Ärger machen, sondern dich nur um einen kleinen Gefallen bitten, Shepard. Aus alter Verbundenheit. Einer der Rats, Kurt Wiseman, wurde von den Turianern eingebuchtet. Vielleicht kannst du mit der turianischen Wache in der Bar reden und ihn rausholen. Gründe für die Verhaftung? Warum wurde der Mann verhaftet? Nur irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht hatte er ein bisschen roter Sand dabei. Du kennst die Turianer ja. Sie haben eine große Sache draus gemacht und wollen ihm jetzt den Prozess machen. Kein Ausbruch? Du glaubst nicht etwa, dass ich Wiseman bei einem Gefängnisausbruch helfe, oder? Natürlich nicht. Aber die Leute sagen, dass du ziemlich gut mit diesen Aliens umgehen kannst. Wir bitten dich nur, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Turianisches Gebiet. Was macht ein Mitglied der 10th Street Rats denn auf turianischem Gebiet? Seit du nicht mehr dabei bist, haben die Rats ihre Geschäfte ausgedehnt. Ein paar Hilfsdienste hier, ein paar Transporte da, solche Sachen eben. Ja, keine Versprechen. Ich werde mit dem Turianer reden und sehen, was sich machen lässt. Danke, Shepard. Ich wusste, dass man sich noch auf dich verlassen kann. Die Wache ist in Choras Nest. Wenn du dich darum kümmerst, werde ich dich zukünftig in Ruhe lassen. Also das Choras Nest wieder offen. Das ist sehr interessant. Bam, 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 bam. Oh. Hutza, 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 hutza. Bist du deppert, da geht der Rave an, ha? Ja, Wahnsinn, ha? Wahnsinn. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Aha. Ja, das können wir später mal machen. Harkin. Gast. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Ja, ja. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Ich bin ein Spektor. Ich darf das. Wandsafe. Ah! Weißt du was? Na, da ist ja eigentlich nichts mehr, oder? Ist wurscht, wir haben mal vorbeigeschaut. In der Hoffnung, dass wir was finden aber nichts in der Hoffnung, dass wir nichts gefunden haben. Genau. Was ist denn da drinnen? Da ist zu. Wo ist der Turianer? Das muss er sein. Kann ich Ihnen helfen? Eine Warnung? Shit, jetzt speichern wir zu hin. Ein Mann namens Finch wollte meine Autorität als Spectre missbrauchen, um Kurt Wiseman zu befreien. Den Xenophobiker. Hätte ich mir denken können, dass er nicht alleine arbeitet. Danke für diese Information.
Wir werden die Zellenwache für ihn verstärken. Ich wusste, dass du uns reinlegen würdest, Shepard. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Wir werden allen deine Story erzählen. Dann wissen diese Aliens, wen sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht haben. Nicht hilfreich. Mit einer Schmutzkampagne gegen den ersten menschlichen Spectre tust du der Menschheit nicht gerade einen Gefallen. Der Spectre hat recht. Die Menschheit hat jetzt die Chance, sich zu beweisen. Man spricht sogar über einen Sitz im Rat. Das ist doch klar, dass ihr zusammenhaltet. Ihr würdet ja sogar zusammen ins Bett gehen. Wir brauchen die anderen Völker, Finch. Das ist der beste Weg, die Position der Menschheit zu stärken. Okay, Shepard, du hast recht. Die Reds sind nicht deine Gang. Wahrscheinlich waren sie es nie. Dieser Mann ist ein Xenophobiker, der glaubt, einen Spectre erpressen zu können. Sie hätten ihn töten sollen. Keine Option. Nein, sicher nicht. Nicht mein Stil. Auf Wiedersehen, Menschen Spectre. Bin gespannt, was für einen Spectre sie in Zukunft abgeben werden. Ja, also wie du siehst, wir haben in den letzten 3 Episoden keine einzige Kugel abgefeuert. Geil. Warte mal, was will ich jetzt noch machen? Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wir könnten Liara... Jenna, da kriegst... Warte mal kurz, hat die Jenna nicht was? Es ist schon so lang her. Ich will aber nichts falsch machen. BZW? Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Ja. Da warte ich sicher 2 Jahre darauf. Wo könnten wir als nächstes hingehen? Warte mal kurz. Einmal ins Tagebuch schauen. Proteanische Datendisks haben wir. Asari-Schriften haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Der Wunsch der Reporterin. Informationen liefern. Der Fan. Sie haben Conrad vermutlich nicht zum letzten Mal gesehen. Was kann es schaden, beim nächsten Mal mit ihm zu sprechen? Wir bräuchten eigentlich noch 9 Keeper. Das ist eine gute Frage. Ganz eine gute Frage. Was machen wir jetzt? Ich möchte ja unbedingt, bevor wir in Richtung Noveria oder Pharos reisen, möchte ich mit da noch ein bisschen durchschmökern, schauen und hin und her. Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ich bräuchte sie. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Nichtmenschliche Panzerungen anzeigen. Schwer Kroganer. Warlord. Ja, ihr spinnt's ja. Der Preise haben die, schaut euch das einmal an. Warte mal. Exoskelett, Rüstungsupgrade. Wieso habe ich das noch nicht eingebaut? Schmetterschaden, Physik-Limits. Okay. Rückkauf. Da. Warte mal. Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Ja. Du nicht reden, mein kleiner. Zeig her. Verkaufen. Brauchen wir das überhaupt? Kaufen. Ich glaube, da finden wir es eigentlich. Medigel Upgrade. Erhöht maximal. Nehmen wir mit. Passt. Da sind wir mal soweit fertig. Dann schauen wir später, was wir damit noch machen können. Conrad Werner. Ah, der Zaug. Hey, guck mal. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Ich werde es versuchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen.
In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Und ihre Ausstrahlung und ihre Fähigkeiten haben schon jede Menge Bewunderer angezogen. Hey, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Machen Sie Witze? Niemand wird mir sonst glauben, dass ich mich mit Commander Shepard unterhalten habe. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Irgendwas ist ja da im Busch mit diesem Konrad Wörner. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ja. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Punisher. Brawler. Der ist jetzt aber schon ein bisschen fortgeschrittener, oder? Njam. Also na, das haben wir schon alles. Verkaufen. Rüstungsupgrade, Exoskelett 4. Weg damit. Ja, den haben wir auch schon. Den kleinen. Das ist keine Quittung. Es ist ein Kontoauszug. Da steht, dass ich was bei Ihnen gekauft habe und wann. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Aber es beweist nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Aber ich habe hier sonst nichts gekauft. Woher soll ich das wissen? Wenn Sie keine Quittung haben, kann ich Ihnen nicht helfen. Aber... Tut mir leid. Da werden wir nochmal her müssen. Ich glaube, da ist auch irgendwas im Busch. Warte mal. Gibt's da irgendwas? Nö. Ja, das wird jetzt ein bisschen gelaufen und herumgelaufen, aber das ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Ja, schick. Da ist eine Frage, ein Rufzeichen. Ich folge diesem einfach mal ganz auffällig. Emily Wong. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass Sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Was ist damit? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Noch mehr im Angebot, was? Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Oder hauen wir nicht Iane in die Schnauzen? Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ist es die eine oder ist es sie? Und ich glaube, das ist sogar in Teil 3. Aber das haben wir dann alles noch sehen, wen wir die Schnauze polieren werden. Warte mal kurz, was ist denn da hinten? Da, glaube ich, ist ja eigentlich nichts mehr, oder? Christi? Ab ins Klinikum, Panoptikum, warte mal kurz. Jo, das noch mit. Ich bediene mich. Dr. Chloe Michel, genau. Michel Klo. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Persönliche Frage. Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuerhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Ich brauche Vorräte.
Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Ich bin jetzt nämlich gerade auf was... wir müssen... Also ich habe ja schon alles verkauft. Giftresistenz. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Interface 7. Das zeigt mir immer noch Giftresistenz an. Brauche ich ja nicht, so gesagt. Stimulanzpacks. Was wird jetzt gerade? Irgendwas war da ja gerade. Ich nehme das einmal mit. Servogelenke. Den nehmen wir mit. Und dann können wir mal probieren, den da. So dann.